Hallo zusammen, mein Name ist Roman von der Braunschweig Dance Company und ich will euch heute mal Melbourne Shuffle zeigen. Er besteht aus eigentlich 2 Schritten, nur es sind immer mehr welche dazugekommen. Und das wäre einmal der Running Man, das ist der hier, und einmal der T-Step, das wäre der hier. Und das kann man kombinieren miteinander. Running Man, T-Step, Running Man, T-Step. Ja, kommen wir zum Running Man. Er funktioniert in 2 Schritten. Das ist einmal die A-Position und die B-Position. Und die A-Position wäre dann, dass wir beide Beine auseinandernehmen und mittig so stehen. Ja, und die B-Position wäre, dass wir das linke Bein ziehen, ungefähr Mitte bis ein Stück weiter weg. Und das rechte Bein, das geht eigentlich nur hoch. Und wir versuchen im 90-Grad-Winkel zu bleiben. Das ist dann die B-Position. Und um in die A-Position wieder zu kommen, lässt man sich fallen. Und nimmt man eben die A-Position wieder ein. Das Bein, worauf ihr steht, das geht ein Stück nach hinten. Und das Bein, was hier hängt, das geht einfach nur nach unten. Also nochmal. A-Position, B-Position. A-Position, B-Position. A-Position, B-Position. Es gibt viele Styles vom Running Man. Ich zeige euch mal 1, 2 Stück, bis 3, weiß ich nicht, ich kenne nicht so viele. Das wäre einmal der normale. Das Bein ist oben, Oberschenkel. Das Bein ist ein bisschen angewinkelt. Und das andere ist gerade. Und man geht dann wieder in die A-Position. So. Und wieder in die B-Position, A-Position. Das ist eher so der Soft-Style. Und das härtere Shuffle ungefähr so ist eigentlich dasselbe, nur dass der erste Schritt zu ungefähr 80% gezogen wird und der zweite Schritt eben zu 20%. Man kann variieren. Wie? Das würde dann ungefähr so aussehen. Oder so. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ist mir egal. So, zum Running Man die Übung. Ihr könnt die Einigung machen vom Moonwalk mit dem Ranziehen. Gehen, ranziehen, gehen, ranziehen. Ne? Das ist eigentlich ein Teil des Running Mans. Der Running Man besteht aus einem halben Moonwalk, so gesehen, und einem halben Gang. Ne? Theoretisch so. Ne? Aus der Übung kommt das dann. Mit der Übung auch mit dem Ranziehen bekommt ihr das Ziehen besser hin, ne? Um in die B-Position zu kommen. Weil es ist wichtig, dass ihr das Bein zieht. Und das Bein, was hochgeht, das macht keine Kreisbewegung. Das hier und auch keine Ellipse, sondern eigentlich nur ein Dreieck. Steht hier, es geht hoch, mein Fuß, zack, runter, nach hinten. Hoch, runter, nach hinten. Also es ist ein Dreieck. So, so, runter. Merkt euch das. Zack, 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 zack. Ja, und wenn ihr euch an diese Schritte hält, dann müsste der Running Man eigentlich aussehen, wie er aussehen sollte. Ne? Und den Running Man, wenn ihr den ein bisschen drauf habt, den könnt ihr auch in verschiedene Richtungen auch drehen. Ne? Nur mit dem Running Man eben. Ne? Ihr könnt auch so euch dabei drehen. Und nur der Running Man. Das ist nur der Running Man und man könnte das schon als Tanz bezeichnen. So, der zweite Schritt wäre der T-Step. Das ist der hier. Noch zur anderen Seite. Ja, der funktioniert. Der leitet sich von diesem Schritt ab. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Hier steht ihr auf der Spitze und hier ist es auf der Hacke. Vom C-Walk. So, zack. Und umgekehrt. Und der Shuffle, der T-Step, ist eigentlich, wir stehen theoretisch im V mit den Füßen. Und immer wenn das rechte Bein oben ist, dann ist das linke
dreht sich auf den Hacken rein, also als würden wir so ein bisschen pipi müssen. Ne? Und wenn wir wieder landen, dann stehen wir wieder ganz cool da, so, ne? Mit dem V. Pipi, cool, pipi, cool, pipi, cool und so weiter. Ne? Genau, ja. Zum Shuffle. Was kann man da für Übungen machen? Eigentlich keine. Ihr könnt einfach nur den Schritt machen. Üben. Oder auch den. Und auch hin und her. Aber den Schritt könnt ihr euch vom 1-Übung-Tutorial anschauen. Ja, und mit dem Shuffle kann man eigentlich auch nur mit dem Shuffle arbeiten. Ne? Indem man das shuffelt hin und her. Ja, genau. Beim Shuffle eben, man muss nicht auch auf eine Seite, sondern ihr könnt nach vorne, nach hinten, zur Seite, auf die Hacke, auf die Stütze, ist Wurst, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja gut, kommen wir zum Shuffle. Ich versuche mal jetzt nur mit dem Shuffle was zu machen. So, das ist nur der Shuffle. So, und zusammen eben, Running Man und Shuffle, ganz simpel, könnt ihr schon mehr beim Shuffle. Wie dann so aussehen. Es gibt natürlich viel mehr Moves. Der Moonwalk gehört auch dazu. Und Kicks, Spins, weiß nicht, was es noch alles gibt. Ja, das war's eigentlich so ziemlich, muss ich sagen. Ja. Spaß beim Üben.